Hallo zusammen, du hast den Crown Cletus oder den Chris. Und wie geht's noch so? Endlich Weekend, schöne Sache. Und ich habe gedacht, ich nehme doch die Gelegenheit gerade wahr, auch ein bisschen Zeit, mache ich wieder mal ein Tipps and Tricks Video von den Maps. Und zwar sind wir das mal bei Slums. Oder Slums. Oder Slums, je nachdem wie gut das man Englisch kann oder wie man es aussprechen will. Wir spielen natürlich Domination und ihr seht, Spawn-Punkt ist immer hier hinten auf dem Parkplatz, also wenn ihr mal im Loadstar seid oder so, einfach dort hinten reinschießen. Das A kann man gerade einnehmen, aber eben, wir sind auf Slums und hier läuft gar nicht so wie es sollte. Weil die Sache ist die, wenn ihr hier spawnt, tue ich euch ans Herz legen, direkt gerade auszäckeln. Es reicht, wenn einer vom Team das A geht reinnehmen. Dann kann nämlich einer hier schön das C abdecken und hier müsst ihr nicht allzu lange hocken, weil hier putzen euch Granaten raus, aber ihr könnt hier einen Haken reingeben, wenn sie das C gerade eingenommen haben, hier laufen sicher immer durch. Und dann könnt ihr euch eigentlich hier so ein bisschen bewegen, könnt hier ein bisschen für richtig schön abdecken. Die Slums schon gespielt haben, wissen dass der Brunnen hier ein riesen Campfest ist, aber auf das kommen wir dann später noch. Also, jemand nimmt AI vom Team und der Rest soll doch bitte schön zum B ziehen. Weil das B bietet fast keine Gelegenheit, irgendwie unter Schutz die Flaggen einzunehmen. Und das B ist dann immer so hart umkämpft. Und die zuerst das B haben, die werden automatisch sich hier so ein bisschen vercampen. Und ich meine, was willst du machen? Weil wenn du weiterführen ziehst, das sage ich dann auch noch schnell, zwingt man die Spawns zu wechseln. Und dann ist absolutes Chaos angesagt. Also ich sage euch einfach, wenn ihr hier in diesem Bereich hier wartet, es ist die absolute Kontrolle und das hasse ich auch in dieser Map. Entweder es wird man verdammt gespawn-trapped oder man läuft einfach immer wieder hier aufs B drauf, wird abkassiert oder muss selber hier warten, weil weiterführen ist nicht zu empfehlen. Ihr tut Spawns flippen und ihr wollt nicht, dass Gegner plötzlich von hinten kommen. Also das B ist wirklich richtig mühsam einzunehmen. Es gibt hier beim B verschiedene Möglichkeiten, so ein bisschen, keine Ahnung, Schutz zu finden, aber es ist noch schwierig. Ein paar können den hier nicht, hier könnt ihr auch drüber, dann müsst ihr nicht die normalen Wege nehmen und hier das B angreifen, kann man auch den Gegner noch überraschen. Jetzt dieser Bereich hier bin ich noch nicht gross durch, natürlich, wenn man die A hat eingenommen. Hier ist eigentlich ein Spot, wo man die auf dem Brunnen schön abkassieren können, wenn sie da sind. Hier gibt es natürlich die Möglichkeit fürs B, ich meine, das können ihr alle. Aber hier in diesem Bereich hier sich aufzuhalten, ist immer gefährlich, weil der Gegner schießt gerne HGs hier drüber und dann putzt sie hier relativ schnell raus. Jetzt hier gibt es natürlich auch, wie auf jeder Map, jenseits Spots, um diesen Raum im Blick zu behalten. Und wenn man im Raum ist, kann man hier nachhingern. Hier kommen sie aber von links, hier spawnen sie von geradeaus, hier ziehen sie rechts durch. Ja, es ist bekannt, es ist hart umkämpft hier immer hier innen. Und wenn man hier raussäckelt, bietet einem das hier wenigstens ein bisschen Schutz. Aber eben die ganzen Vorsprünge und so, der Gegner kann sich meistens auch hinter denen verstecken. Darum muss man vorsichtig sein, aber ich meine, man sieht es ja selber, das erklärt sich fast von selber. Da haben wir fast die identische Situation gegenüber einem Mann. Also wir sind ja vorher auf der gegenüberliegenden Seite gestanden, so muss ich sagen. Und hier hinten beim C gibt es eigentlich nicht zu viel zu sagen, außer dass man diesen Karo sprengen kann, immer daran denken. Den hier innen kann man auch sprengen. Und seid ja aber gerne hier hinten rumziehen und ein bisschen defenden und so. Einfach mal den Karren sprengen, dann ist die Sache dann auch geregelt. Und hier hinten sind halt auch wieder jenste Spots, wo man schnell ein bisschen verschnaufen kann, schnell ein bisschen warten kann. Und dann hier beim C einzunehmen, das ist eigentlich nur ein Dankbares, weil hier gibt es relativ viele Spots, wo man gerade noch hermacht. Ja. Wenn der Gegner ganz fies nicht zurückgedrängt ist, sind sie auch gerne hier oben drauf am Campen. Hier hinten ist der primäre Spawn vom C. Also dort drauf halten, wenn der Loadstar kommt. Und auch hier innen sind die Gegner alle schön am Schauen, wie die Wäsche sich in der Wäschmaschine dreht. Und langsam wird man hypnotisiert. ja, aber. Und dann ist eigentlich noch ein weiterer Spot, sage ich jetzt mal, wenn man ein bisschen zum C führen drücken, ist der hier wunderschön, weil das bietet einem ziemlich gute Deckung und gleich kann man gut rausballern dort. Ja, das wäre es eigentlich schon gewesen mit einem kleinen Rundgang hier über dieser Slums-Map. Und wie gesagt, für mich die zweitmühsamste, weil ich finde es vom Design, von der Grafik her und so alles wirklich ganz geil, aber es ist schade, dass sie nicht noch irgendwie ein Element haben hinzugefügt, wo die B-Flagge vielleicht ein bisschen weiter hier wäre oder hier, weil eben wie gesagt, wenn man am Gewinnen ist, wenn man das B hat, gibt es in meinen Augen nichts Dümmeres als weiter, als bis zu dieser Grenze hier zu dringen. Und zwar bei allen 3 Spots sollte man einfach nicht weiter vorziehen, weil man läuft nach Gefahr,
dass man Gegner hinter sich plötzlich spawnen. Und so Situationen habe ich schon so häufig erlebt. Ich meine, man ist beim A, nimmt das A ein, kann das B einfach nicht einnehmen, oder das B hat schon vom Gegner jemand eingenommen. Beim Gegnerteam ist vielleicht jemand genug intelligent gewesen und ist schon früher direkt zum B gelaufen. All diese Gespässli. Und dann ist die einzige Möglichkeit, zu flankieren, zu hoffen, dass man auf der Seite durchziehen kann, zum Beispiel. Und dann, gut, kommt der Rundenwechsel, sehen wir diese Seite noch gerade. Und dann halt versuchen, das C einzunehmen. Aber das Problem ist, wenn jetzt das Team, das ich dabei bin, das A und das C hat, es ist dann so, dass man beim C oder beim A kann spawnen und es sind beim C und beim A sind Gegner. Und das heisst dann einfach ziemlich hergefickt werden. Um ganz ehrlich zu sein, haben wir eigentlich fast keine Chance, weil das Problem ist, wenn du keine Ahnung hast, ich meine, wenn wir beim A konstant hinten etwas spawnen, dann kann ich mir etwas vorstellen, wo sind Gegner. Aber wenn die Spawns ständig hin und her flippen, ist es eben ganz leid. Und das passiert eigentlich noch häufig. Okay, also gut, ich würde sagen, mit diesen Worten beenden wir das. Wer auch immer das kann lesen, soll man es doch schwingen übersetzen. Und ja, wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Slums Map, Slums wäre eigentlich schon gut, aber ne. Der Spass, den ich auf der habe, ist eher selten. Entweder ist man übelst am Dominieren oder wird richtig hart fertig gemacht. Ja, das war es schon von mir. Ciao zusammen.